Herzlich willkommen zu einer weiteren Unti-Einheit, das mal über das Thema Geld. Die Bibel hat ja zu mega vielen verschiedenen Themen etwas zu sagen und so auch über Geld, Reichtum, Besitz und vor allem, wie wir dann mit dem umgehen sollen. Und heute wollen wir herausfinden, was dann die Idee von Gott war, wie wir am besten mit unserem Geld umgehen können. Die einen von euch kennen vielleicht Bergpredigt oder haben schon mal davon gehört. Dort hat Jesus über 3 Kapitel lang im Matthäus-Evangelium mega viele Sachen erzählt. Ganz viele Sachen darüber, wie wir miteinander umgehen sollen. Und auch dort hat er etwas über den Reichtum erzählt und wie wir mit Geld umgehen sollen. Hey, und ich ermutige euch, holt jetzt gerade eure Bibel, wenn ihr sie noch nicht bei euch habt. Dann könnt ihr kurz Pause drücken, damit wir nachher miteinander die Bibelstellen anschauen können. Als erstes schauen wir eben in der Bergpredigt, was Jesus gesagt hat. Und zwar in Matthäus 6, Vers 19 bis 21 und der Vers 24. Ich lese euch gerade mal vor, was da steht. Sammelt keine Schätze hier auf der Erde, denn ihr müsst damit rechnen, dass Motten und Rost sie zerfressen oder Einbrecher sie stehlen. Sammelt lieber Schätze bei Gott. Dort werden sie nicht von Motten und Rost zerfressen und können auch nicht von Einbrechern gestohlen werden. Denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Hey, ich finde, die Verse sind mega herausfordernd, was Jesus da sagt. Er sagt, dort, wo dein Herz ist, dort werden deine Schätze sein. Dort, wo dein Herz ist, dort wird dein Geld sein. Dort rein wirst du dein Geld hinein investieren. Hey, wenn dein Herz dafür schlägt und wenn es dir so wichtig ist, dass du viel Geld kannst haben, dass du viel Reichtum hast, dass du teure Markenkleider hast, dass du immer schick aussiehst, dann wirst du dein Geld dort reingeben und dann werden dort deine Schätze sein. Aber wenn es dir wichtig ist, wenn dein Herz dafür schlägt, wenn du es liebst, um Menschen helfen, wenn du es liebst, dass andere Menschen Jesus kennenlernen und du ihnen helfen kannst, dann wird dein Geld dort reingehen. Und Jesus sagt, hey, dort wo dein Herz ist, dort werden deine Schätze sein, dort wird dein Geld sein. Hey, und darum überleg dir mal, wo ist dein Herz, für was schlägt dein Herz, an was hängt dein Herz? Weil dort werden deine Schätze sein. Und weiter sagt Jesus im Vers 24, niemand kann 2 Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Hey, da sagt Jesus mega klar, wir können nicht gleichzeitig Gott dienen und dem Geld dienen. Geld dienen bedeutet, dass wir fürs Geld leben. Dass wir vielleicht ganz überspitzt gesagt aufstehen und gehen arbeiten, einfach dafür, dass wir viel Geld verdienen können. Dass wir viel Besitz haben können, dass wir viel Geld anhäufen können. Dass das Geld unser Herr ist und wir dem Geld dienen. Wir können nicht gleichzeitig fürs Geld leben und schauen, dass wir viel Geld anhäufen können und gleichzeitig für Gott leben und ihm dienen. Es geht nicht, dass beide unsere Herren sind. Wir müssen uns entscheiden. Leben wir dafür, um Geld zu dienen und viel Besitz zu haben? Oder leben wir für Gott, dass wir Gott dienen wollen, dass es uns wichtig ist, das zu machen, was ihn ehrt, was ihm Freude macht, dass Menschen ihn kennenlernen können? Hey, wir müssen uns entscheiden, wer und was ist unser Herr in unserem Leben? Ist es Geld oder ist es Gott? Und warum es so wichtig ist, dass wir uns entscheiden, das sehen wir im Lukas, Kapitel 12, Vers 15. Und zwar steht da, gebt Acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Hey, zuerst mal zu der Habgier. Der Duden übersetzt Habgier damit, dass es ein rücksichtsloses Streben nach Besitz ist und nach der Vermehrung vom Besitz. Wir sollen also nicht danach streben, um immer wie mehr Geld zu haben und unser Geld noch viel mehr vermehren. Unser Herz soll nicht an dem hängen. Und der zweite Teil vom Vers sagt auch gerade warum. Es steht, denn der Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn der noch so groß ist. Hey, also eigentlich sehen wir da, das Geld, das wir uns anhäufen, ist am Schluss vom Leben gar nicht wirklich viel wert. Wir können unser Leben nicht gewinnen durch das Geld, das wir uns da anhäufen. Hey, überleg dir mal, du hättest mega viel Geld, du wärst mega reich, du hättest alle Reichtum auf der Welt, aber etwas hättest du nicht. Du hättest nie Ja gesagt zu Jesus. Du hättest nie im Glauben angenommen, was Jesus für dich gemacht hat. Du hättest nie gesagt, Jesus, ich glaube daran, dass du gestorben bist für meine Sünden und dass du nach 3 Tagen auferstanden bist und mir alle meine Fehler vergisst.
Du hättest also ein Leben voll mit Reichtum, aber ohne Jesus. Und dann, am Ende des Lebens, stehen wir alle mal vor Gott. Das ist Fakt. Und dann stell dir vor, du hättest so viel Geld und Reichtum auf der Welt und dein Herz wäre an dem gehangen. Aber wenn du vor Gott stehst, dann ist all das weg. Dann hast du all das Geld, all der Reichtum ist nicht mehr da. Und wenn wir mal am Schluss vor Gott stehen, dann ist nicht das Geld, das wir haben auf der Erde, das, was zählt, sondern das, was zählt, ist dann, ob wir Kinder von Gott sind, ob wir Jesus im Glauben angenommen haben und das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, im Glauben angenommen haben. In der Bibel steht, das Geld wird uns nicht das Leben geben, aber wenn wir im Herzen an Jesus glauben und mit dem Mund das bekennen, dann werden wir gerettet werden. Hey, darum ist es so wichtig, dass nicht das Geld wichtiger wird wie Gott, weil schlussendlich bringt uns das Geld nichts. Es bringt uns vielleicht finanzielle Absicherung da auf der Welt, aber schlussendlich das ewige Leben, das, was zählt, ob wir in Ewigkeit mit Gott sind oder getrennt von Gott, das kann uns nicht das Geld geben, sondern der Glaube an Jesus. Und darum ist es so wichtig, dass Geld nicht unser Herr wird, sondern dass Gott unser Herr wird. Weil Gott wünscht sich, dass er der Mittelpunkt von unserem Leben kann sein und dass er das Wichtigste ist in unserem Leben und nicht das Geld. Hey, und vielleicht fragt ihr euch jetzt, ja, darf ich mich dann nicht freuen über das Geld? Darf ich mich nicht freuen über den Besitz, den ich habe? Mal, ich glaube ganz fest, wir dürfen uns darüber freuen, wie gut dass es uns geht. Wir dürfen uns darüber freuen, dass wir in so einem reichen Land leben. Die Schweiz ist eines der reichsten Länder auf der ganzen Welt. Hey, gerade jetzt in dieser Krise sehen wir das. Es gibt so viele Menschen, die nicht mehr arbeiten in den letzten Monaten, aber niemand muss hungern. Die Schweiz ist so ein reiches Land, wir haben mehr wie genug. Und wir dürfen uns darüber freuen. Gott hat uns das geschenkt, dass wir so reich dürfen sein. Wir dürfen uns freuen, wenn wir neue Kleider dürfen kaufen, wenn wir mega schöne Ferien dürfen verbringen im Ausland oder in der Schweiz. Wir dürfen uns freuen über das, was Gott uns schenkt und was wir haben. Aber das Wichtigste ist, dass wir Gott Danke sagen und dass wir zufrieden sind mit dem, was wir haben. Dass wir nicht irgendwann finden, hey, schön für das, was ich habe, aber ich will noch mehr. Es ist so wichtig, dass wir nicht gierig werden nach Geld, sondern Gott können Danke sagen, uns können freuen ab dem Besitz, den wir haben dürfen und dass wir zufrieden sind mit dem, was wir dürfen haben. Dass wir nicht habgierig werden. Und in der Bibel steht auch, wie wir dann mit Geld gut umgehen können, wie wir das Geld, das wir haben, gut verwalten können. In Sprüche 3, Vers 9 steht, Ehre den Herrn mit deinen Opfergaben, bringe ihm das Beste vom Ertrag deiner Arbeit. Wo die Sprüche geschrieben worden sind, dort haben die Leute im Tempel noch Opfer gebracht. Und ich glaube, sehr viele Leute haben Landwirtschaft betrieben und haben wirklich physischen Ertrag von ihrer Arbeit. Sie haben Gemüse geerntet und Früchte und sie haben Getreide gehabt und von dem haben sie das Beste Gott geben. Und wir haben heutzutage nicht so einen physischen Ertrag, aber es steht, dass wir das Beste vom Ertrag von unserer Arbeit Gott geben sollen. Und jeder, der schafft, hat einen Ertrag von der Arbeit. Die einen von uns sind vielleicht noch in der Schule, andere fangen jetzt eine Lehre an. Und wenn ihr dann Geld verdient, werdet ihr jeden Monat den Ertrag von eurer Arbeit haben. An jedem Ende des Monats habt ihr einen Lohn auf eurem Konto. Das ist unser Ertrag von unserer Arbeit. Und von dem sollen wir Gott das Beste geben. Hey, das bedeutet, wenn wir das Geld auf dem Konto haben, dann sollen wir nicht den ganzen Monat Geld ausgeben und uns Sachen kaufen, mal ins Kino gehen, mal essen. Und am Ende des Monats, wenn wir dann vielleicht noch ein bisschen etwas auf dem Konto haben, sollen wir das dann noch Gott geben. Nein, sondern hey, lasst uns das allererste, wenn wir das Geld auf dem Konto haben, lasst uns als allererstes Gott das Geld geben. Ein Teil von unserem Geld Gott zurückgeben. Weil alles, was wir haben, kommt von Gott. Und so können wir ihn ehren, wenn wir ihm einen Teil von unserem Geld wieder zurückgeben, als allererstes. Und in der Bibel steht mega oft darüber, dass wir den 10. Teil von unserem Geld Gott geben. Natürlich können wir ihm auch noch mehr geben. Aber das Wichtigste ist, Gott freut sich über jemanden, der aus freiem Herzen gibt. Wir sollen Gott nicht unser Geld geben, weil wir jetzt müssen, sondern Gott freut sich, wenn wir von ganzem Herzen ihm das Geld geben. Darum, hey, Gott hat uns alles geschenkt. Lasst uns gute Verwalter sein, dass wir das Geld, das er uns gibt, freudig annehmen können, ihm als allererstes wieder einen Teil vom Geld zurückgeben. Das kann sein, dass wir zum Beispiel im Kreuzpunkt spenden, dass wir Geld geben können, dass Menschen Gott kennenlernen können, dass wir Geld geben können, dass
vielleicht auch die Bibel könnte übersetzt werden. Einfach Geld in Gottes Reich geben. Und gerade da, in der Gemeinde, wo wir sind, im Kreuzpunkt, ist das so ein guter Ort, wo wir das Geld reingeben können. Und so können Gott ehren mit dem Besitz, den wir haben. Hey, darum ist es so wichtig, und ich sage euch gerade nochmal ein paar Punkte, die ich jetzt gesagt habe. Es ist so wichtig, dass wir unser Herz nicht ans Geld hängen. Wir sollen Gott dienen. Gott soll der Mittelpunkt sein von unserem Leben. Und er soll Priorität 1 sein. Nicht das Geld, nicht das Streben nach dem Geld, sondern Gott. Und dass wir ihm dienen und ihn ehren mit unserem Leben. Geld kann uns nicht retten. Aber der Glaube an Jesus Christus. Und darum ist es so wichtig, dass Gott das Wichtigste ist in unserem Leben. Hey, und wir dürfen uns freuen an unserem Besitz. Wir dürfen Gott Danke sagen für das, was er uns gegeben hat. Aber wir sollen zufrieden sein und wir sollen nicht habgierig sein. Und wichtig ist immer zu wissen, alles, was wir haben, aller Besitz, alles Geld hat Gott uns gegeben. Gott versorgt uns. Wir können Gott Danke sagen und dürfen Gott ehren, indem wir ihm wieder Geld zurückgeben. Hey, und ich glaube, das ist ein Umgang mit Geld, wo Gott ehrt. Wenn wir unser Herz nicht ans Geld hängen, sondern an Gott. Und wenn wir unser Geld brauchen, zum Gott ehren, dann können wir ein Leben leben, wo Gott wirklich freut und wo ihm dient. Hey, ich wünsche euch eine mega gute Zeit. Ich hoffe, euch gleich wieder zu sehen und macht's gut.